Herzlich willkommen in meinem Küchenstudio. Ja, es ist wieder soweit. Ich muss mal wieder kochen. Ach, liebe Leute, und dazu trinke ich immer eine schöne Tasse Bohnenkaffee. Ja, Biolek, wisst ihr noch Biolek früher? Der hat ja der hat ja einen Gast gehabt. Ne? Ich habe ja nur keinen Gast, ich habe nur meinen Kameramann da hinten. Und der kann ja jetzt nicht mit mir trinken, wie das geht denn? Ja, also Biolek, nicht? Der hat ja immer ein schönes Glas Wein gehabt und angestoßen. Und das war immer so gemütlich. Naja, ich bin ja nicht Biolek, aber ich kann es ja noch werden, nicht? Ja, wenn ich dann jetzt mal berühmt bin, nicht mit meiner Küche, nicht? Ja, aber ich trinke eine schöne Tasse Kaffee und ja, was soll ich euch sagen? So viel Zeit habe ich heute ja auch gar nicht. Nein, man hat ja auch mal was anderes zu tun. Und da habe ich mir überlegt, was kochst du heute? Oh, Klaus-Peter, was kochst du nur? Da habe ich ja mal im selbstgeschriebenen Kochbuch nachgeguckt. Und was habe ich da gefunden? Das Rezept von Mutti. Hier steht es. Buttermilchsuppe. Ich koche heute einfach Buttermilchsuppe. Ja, das geht relativ fix. Und wie das jetzt gleich geht, das zeige ich euch. Und vielleicht habt ihr ja Lust, das dann auch nachzukochen. Ja? Leute, da habe ich dann ja hier mal so ein gutes Kilogramm Kartoffeln. Ich habe hier Buttermilch. Ich habe hier fetten Speck. Salz, ja, Pfeffer muss ich auch noch rausholen. Wo habe ich denn Pfeffer? Hier ist noch Pfeffer, den brauche ich auch noch. Das ist alles, was man dafür braucht. Und jetzt fange ich gleich mal an, die Kartoffeln zu schälen. Guck mal, so macht man. Ich habe hier so einen wunderbaren Sparschäler. Guck mal hier. Ja, hier, so geht das jetzt weiter. So, nun bin ich dabei, den fetten Speck zu schneiden. Den brauche ich ja erst nachher. Nicht? Wenn die Kartoffeln gar sind und wenn die Buttermilch schon an der Suppe ist. Und dann wird der Speck nämlich schön ausgelassen und kommt anschließend an die Suppe. Ja, und zwischendurch immer abspecken. So, und jetzt kommen die Kartoffeln ins Wasser, Salat, die will weg, die will da gar nicht rein. Nein, sowas aber. So, hier gebe ich die Kartoffeln hier rein. Wasser habe ich schon eingefüllt und setze sie jetzt hier auf und schön auf große Flamme, damit wir nun auch bald was zu essen kriegen. Man verhungert ja kaum, ja fast, nicht? Ja. Ach, liebe Leute, ja, Kartoffelschale, nicht hier der fette Speck. Ja, und jetzt müssen die Kartoffeln kochen. Ich setze jetzt mal den Deckel drauf. So, und dann gucken wir mal, wie es dann weitergeht. So, die Kartoffeln sind fertig. Und jetzt muss ich mal gucken, wie ich da noch ein bisschen Wasser abgießen kann. Bisschen so raus. So, jetzt habe ich, guck mal so. Jetzt kommt da die Buttermilch. Ja, so. 500 Gramm, ich glaube, das reicht. Also, jetzt stampfe ich die ganzen Kartoffeln, dass sie schön sich mit der Buttermilch vermengen. Meine Mutter hatte früher einen besseren Stampfer als ich hier. Der ist irgendwie nicht so gut, aber mit dem Mixerstab bin ich nicht dabei. Das soll ja auch so ein bisschen gerobbt sein. Und ich glaube, das sieht schon mal ganz gut aus. Ja. So, oh, der Speck kommt auch schon. Vielleicht seht ihr das hier. Der kommt da gleich drüber, wenn er durch ist. Ja, meine Mutter hat ja gerne früher mit Speck und Zwiebeln, hat sie immer gewürzt. Wir hatten ja nicht mal so viel Geld, dass wir Fleisch essen konnten. Und da hat sie Geschmack angelassen, indem sie Speck ausgelassen hat, Zwiebeln rein und fertig war die Sache. Da kam Irene mal runter. Die hatte, ja, kam einfach so in unsere Wohnung. Oh, Lieschen, was riecht das hier bei dir so gut? Ja, sagte meine Mutter, ich koche gerade das und das. Ja, und hast du da schön ein Stück Fleisch dran? Nö, sagt sie, ich habe Speck und Zwiebeln ausgelassen. Was? Ja, so hat sie Geschmack angebracht. Und ich mal eben gucken, wie das hier schmeckt. Das muss ich auch noch. Ein bisschen Salz kann noch dazu. So. Und wichtig ist ja immer beim Kochen abschmecken, abschmecken, abschmecken. So. Ich glaube, jetzt rühre ich mal um.
glaube, ich kann den Speck schon gleich dazu geben. Nehmen wir mal das Schwarze raus. So, einmal noch schön umrühren. So, so einen schönen fetten Speck. Ja, und jetzt gebe ich den einfach hier so zu der Suppe bei dir. Umrühren, abschmecken. Wollt ihr auch mal? Ich komm mal zu euch rüber. Komm mal her. So. Ja. Ich habe das jetzt für euch nur. Ach, schmeckt wunderbar. Also kocht die Buttermilchsuppe auch mal nach. Und ich wünsche euch jetzt das Allerbeste. Und bleibt gesund. Nicht? Das ist nun das Allerwichtigste. Und wir essen jetzt die Buttermilchsuppe. Und ich sage mal, tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao.